bin da ganz am Anfang. Das Thema Grosszügigkeit wird uns in den nächsten Wochen beschäftigen. Was bedeutet es? Bedeutet es, dass ich alles, was ich habe, mein ganzes Hab und Gut, mein Bankkonto leer und das verschenke? Bedeutet es, dass ich nur noch mit Bedürftigen, mit Flüchtlingen mich treffen und meine Zeit dort investieren tue? Ich habe gemerkt in meinem Leben, dass ich nicht allen Geld geben kann, die irgendwie nach Geld verlangen. Ja, das ist so ein bisschen das, was mich einmal so herausgefordert hat, wenn jemand eine Geldnot hat oder das an mich hergetragen hat, dann habe ich das Problem sofort lösen und Geld geben. Und heute gebe ich das nicht mehr. Heute gebe ich das nur noch, wenn es Gott mir sagt. Jetzt ist eure Frage, wann sagt es dir denn Gott? Das ist ganz einfach, wenn es meine Frau bewilligt. Weil ich musste merken, dass ich auch Verantwortung habe für meine Familie. Für meine Frau und meine Kinder. Ich kann nicht einfach Geld verteilen. Und meine, ich habe ein Problem gelöst. Und darum frage ich einmal meine Frau. Und dann weiss sie, aha, dann das könnte auch der Wille von Gott sein. Und ich habe ein paar Bilder mitgebracht aus der Kirche. Das ist noch das Falsche. Das ist mein Auto, genau. Wer möchte das auslehnen heute? Jawohl, 1, 2, wir können eine Liste machen. Jetzt das nächste Bild. Ein paar Bilder aus der Kirche. Aufmerksamkeit können wir verschenken. Weiter. Kreativität können wir verschenken. Das nächste. Unsere Gaben, Talente können wir einbringen. Die können wir grosszügig verschenken. Jawohl. Oder kochen. Oder? Etwas, das ein Hobby ist vom Röbi. Er wird uns wieder einladen, das Candlelight Dinner. Oh, ich freue mich jetzt schon drauf. Also aufs Kochen, ja, und aufs Essen. Eben, das ist mein Auto, genau. Wer möchte das? Man kann grosszügig sein mit Materialien, mit Sachen, die man geschenkt bekommen hat oder man sich gekauft hat, dass man das zur Verfügung stellen für andere Menschen. Weiter, das nächste, natürlich auch Geld. Mit Geld kann man grosszügig sein. Das sind einfach ein paar Bilder. Für den Anfang möchte ich aber zurückschauen ins Alte Testament und einen Blick auf den Zehnten richten. Das mag vielleicht die einen oder anderen ein bisschen erstaunen, wieso schauen wir ins Alte Testament auf den Zehnten, auf die Abgaben, die das Volk Israel hat müssen errichten und abgeben. Das bringt uns aber auf eine Fährte, die uns in den nächsten Inputs wird begleiten. Ist euch vielleicht auch schon aufgefallen, wenn man das Alte Testament liest, zu diesen Abgaben, das mal ein bisschen anschaut, dann fällt auf, es gibt verschiedene Abgaben. Es sind lange nicht 10%. Es ist viel mehr, was das Volk Israel hat müssen abgeben musste. Wo das Gesetz war, wo die Regel war. Es gibt den ersten Zehnten, den finden wir im 4. Mose 18,21. Also es gibt schon vorher Stellen natürlich. Aber der eine Zehnte, der erste Zehnte, um den es geht, finden wir im 4. Mose 18,21. Dort geht es darum, dass das Volk Israel den 10. Teil von allen Einnahmen vom Land und auch von den Tieren Gott abgibt. Und das ist bestimmt für die Leviten im Tempel. Den Leviten gebe ich als Erbteil den ganzen Zehnten, den die Israeliten entrichten als Entgelt für den Dienst, den die Leviten verrichten, den Dienst am Offenbarungszelt oder Stiftshütten oder einem Tempel. Der zweite Zehnte finden wir dann im 5. Mose, Kapitel 12 bis Kapitel 14. Und der Teil, ganz interessant, der 10. Teil hat man gebracht in die Gegenwart von Gott. Zum Zelt oder später zum Tempel. Und der 10. Teil, den hat man selber konsumiert. Den hat man selber verfeiert. 5. Mose 12, 7. Dort sollt ihr und eure Familien in der Gegenwart des Herrn, eures Gottes, feiern und euch an dem freuen, was ihr durch eure Hände Arbeit und durch den Segen des Herrn, eures Gottes, erreicht habt. Wunderbar. Da dürfen wir das feiern und das geniessen, wo wir das ganze Jahr geschafft haben dafür. Wo wir vielleicht das ganze Jahr nie haben können uns leisten. Und da wird erklärt, das ganze Haus, also alle Bediensteten, alle Sklaven, alle Diener haben wir mitgenommen dorthin und hat dann den 10. Teil eben gegessen. Man hat den
dürfen selber konsumieren. Und dazu war die Anordnung, dass man die Armen und die Leviten dazu einladen, denn sie haben ja kein Land. Sie können ja nichts bringen. Dass man die auch einladen tut zu dem Fest. Und dann heißt es im Vers 23, Kapitel 14, dadurch sollt ihr lernen, dem Herrn, eurem Gott, immer mit Ehrfurcht zu begegnen. Also einerseits ein Fest, wo man sich hat leisten, was man schon das ganze Jahr nie geleistet hat. Aber es war auch etwas in der Ehrfurcht vor Gott. Im Wissen, wir sind abhängig. Von allem Guten, was Gott uns das ganze Jahr schenkt, haben wir letztlich zu verdanken, dass Gott uns versorgt. Und der dritte Zehnte finden wir im 5. Mose 14, 28 bis 29. Der 10. Teil, der wird auch arme Zehnte genannt. Dort heisst es, in jedem 3. Jahr sollt ihr den 10. Teil eurer Ernte in euren Städten und Dörfern sammeln und lagern. Er ist für die Leviten bestimmt, die kein eigenes Land haben, und für die Ausländer, die Waisen und die Witwen. Und dann kommt die Verheißung. Wenn ihr sie so gut versorgt, also die Ausländer, die Armen, die Waisen und Witwen, wird der Herr, euer Gott, euch segnen und all eure Arbeit gelingen lassen. Dazu gehört auch die Anweisung, dass man bei den Feldern, bei der Ernte, der Getreideernte, dass man das Korn am Rand und an der Ecke stehen lässt und keine Nachlese macht. Das haben wir im Buch Ruth, ist das uns begegnet. Buch Ruth war eine Ausländerin, die von dem profitieren konnte, dass sie aufs Land gehen vom Boas. Und Boas hat sich an das Gesetz gehalten und der hat an der Ecke und am Rand Getreide stehen lassen und keine Nachlese gemacht, damit eben Ausländer es einfacher war, sich zu versorgen und an einem Segen von Gott auch Anteil zu haben und geniessen, was Gott schenken tut. Der arme Zehnte ist also jedes 3. Jahr erhoben worden. Zusätzlich. Und jetzt können wir das zusammenrechnen, inklusive mit dem 2. Zehnten, wo man zur Hauptsache selber hat, dürfen konsumieren. Dann macht das folgende Rechnung. Erst im 2. Jahr also jeweils 20%. Dann kommt das 3. Jahr, das ist der zusätzliche arme Zehnte, 30%. Dann kommt wieder das 4. und das 5. Jahr, jeweils 20%. Und dann kommt wieder das 6. Jahr, wo der arme Zehnte wieder ist, mit 30%. Und dann kommt das 7. Jahr. Was macht er im 7. Jahr? Genau. Da tut man das Land gar nicht bebauen. Und da lässt man es einfach brach. Da gibt es keine Ernte. So kommt man also auf 34%, wo man auf Einnahmen verzichtet, Einnahmen weitergibt oder wo man aufspart auf das Fest, um in der Gegenwart von Gott zu geniessen. Wenn man jetzt das, was man selber konsumiert, ja, abziehen, dann ist man immer noch bei 25%, wo man abgegeben hat oder wo man darauf verzichtet hat. Aber jetzt Achtung, jetzt gibt es noch zusätzliche Sachen. Gelübde oder Opfer. Zum Beispiel, wir kommen aus Weihnachten, Josef und Maria bringen nach dem Gesetz ihren erstgeborenen Sohn in den Tempel und weihen in Gott. Und dazu haben sie das Opfer gebracht. Das war nach dem Gesetz. Das ist jetzt da nicht eingerechnet. Oder eben das Getreide, das man am Feldrand stehen lassen hat, ist auch nicht eingerechnet in dieser Rechnung. Oder das zinslose Darlehen, das man den Armen hat gewähren musste, ist auch nicht eingerechnet. Oder, jetzt kommt noch etwas anderes. Zeit. Die Zeit ist auch nicht eingerechnet. Der Sabbat lässt grüßen. Die Zeit, der 7. Teil von der Zeit hat Gott gehört. Jede 7. Minute. Oder 14% von unserer Zeit hat damals Gott gehört und hat geheißen, wir stehen im Dienst von Gott. Was hat Gott mit dem beabsichtigt? Natürlich sind mit diesen Abgaben, besonders mit dem Armenviertel, Armenzehnte, natürlich auch die Sozialstrukturen erhalten geblieben oder finanziert worden von dem Volk Israel, wo wir heute ja Abgaben machen über den Staat. Das ist schon klar. Aber was hat Gott mit dem Willen zeigen? Von mir her, ich hätte mir überlegt, also hinter dem Haus, da habe ich einen Acker, den tue ich dann schon noch bebauen. Das sieht ja niemand.
Das andere mache ich so wie alle anderen auch. Aber den Acker hinter dem Haus, da tue ich ein Nebeneinkommen erwirtschaften. Also im 7. Jahr, ja nein, also tue ich schon noch etwas bewirtschaften dort. Das sieht ja niemand. Ein bisschen Nebeneinkommen, das macht doch nichts. Irgendwann, wenn es mal keinen Ertrag mehr gibt, wenn ich 90 bin, dann können wir es ja dann brach liegen lassen. Oder, wenn ich jetzt mir vorstelle, wir würden dort leben, dann würde ich denken, ihr seid ja alle so genau und ihr könnt sicher 10% abliefern, den Leviten. Aber ich, also wenn das jeder Jahr macht, dann geht es den Leviten am Schluss noch besser als mir. Ich, der gearbeitet hat dafür, die hocken noch im Tempel und die Leute ein bisschen betreuen. Also nein, also mit 7%, das langt schon, da wird Gott schon zufrieden sein. Also ich gebe, gut, ich kann ja am Ende des Jahres dann schauen, wenn ich Überschuss habe, dann kann ich vielleicht auch 7,5% abliefern. So würde ich rechnen. Könnte da Gott nicht ein bisschen Nachhilfe brauchen? In Bezug auf Gewinnmaximierung. Oder? Denkst du? Ich habe da mal ein gescheites Buch gelesen. Ich habe nicht alles verstanden von dem Thomas Sledacek. Das ist ein Ökonom, der weit in der ganzen Welt umeinander reist. Der Chefökonom der grössten tschechischen Bank und ist Regierungsberater in Prag. Und der sagt, dass die Gesetzgebung vom Volk Israel, so wie es Gott verordnet hat, eigentlich das beste System ist. Dass eine Gesellschaft versorgt ist und dass der Armen geschaut ist, der sozial Benachteiligten geschaut ist und dass letztlich auch die Welt, die Umwelt nicht belastet wird oder ausgeraubt wird. Ganz interessant. Und er ist nicht der Einzige, der auf diese Quintessenz heute kommt. Was hat Gott beabsichtigen? Gott sagt in einer anderen Übersetzung, der letzte Vers dort, dann wird der Herr, euer Gott, alles segnen, was ihr tut. Gott hat mit dieser Regelung den Menschen seine Grosszügigkeit zeigen, dass er der ist, der sie versorgt und gut versorgen wird. Dass sie weder sich selber noch berauben, dass sie nicht ausbrennen, siehe Burnout. Wenn junge Menschen schon mit 20 in die Burnout-Klinik kommen in unserem Land, das hat genau mit dieser Gewinnmaximierung zu tun, die ein Fluch ist. Oder die Ressourcen von der Erde ausgebeutet werden. Da hat Gott Vorsorge geleistet. Ist ganz interessant. Und er sagt, so wie ich doch für die Armen und Witwen gut sorge, so sorge ich doch auch für dich, der arbeiten tut. Ich bin ein guter Gott. Ein Gott, der euer Versorger will sein. Du darfst mir einfach vertrauen. Wem kannst du deine Gesundheit verdanken? Das Vika oder der Helsana? Wem kannst du dein Einkommen verdanken? Deinem Arbeitgeber? Ja, ganz sicher auch ein bisschen. Wem kannst du es verdanken, dass du das Wissen und dein Wissen und dein Know-how hast? Ja, dank meinem Studium, dank meiner Weiterbildung, die ich mir selber finanziert habe. Jesus sagt, wir können nicht einmal 1 Sekunde unser Leben verlängern. Es sagt dann, Gott tut das genehmigen. So abhängig sind wir von Gott. Da hat es im letzten Oktober einen Pilot gegeben mit American Airlines, der während dem Flug verstorben ist. Zum Glück hat es einen Co-Pilot gehabt, der dann weitergeflogen ist. Wenn Jesus dein Co-Pilot ist, dann geht dein Leben weiter. Ohne ihn sind wir verloren. Ist doch ein schöner Vergleich. Wir können unser Leben nicht verlängern. Auch nicht um eine Sekunde. Es ist in Gottes Hand. Und das möchte uns Gott zeigen, dass wenn wir ihm das geben, was ihm gehört, dann wird er uns versorgen. Ich darf ihm vertrauen, er versorgt mich. Ich gehöre ihm, ich bin Verwalter von dem, was er mir anvertraut hat. Jetzt nimmt euch das sicher Wunder, wie funktioniert das praktisch in meinem Leben.
oder im Leben von anderen. Es gibt ja x Beispiele, wo ihr sicher auch schon gehört habt, wie Gott versorgt. Und Gott versorgt immer wieder anders. Das ist eigentlich ein Mysterium, ein Geheimnis. Und ich glaube, es liegt an dem dran, an der persönlichen Beziehung zu Gott. Wie Gott jeden versorgt auf seine Art. Und manchmal gibt es Zeiten vom Verzicht, Zeiten, wo es knapp ist, Zeiten, wo man bangt, langt, sei das jetzt Finanzen oder was auch immer, wo man auch Mangel hat. Aber letztlich ist, wenn man mit Gott unterwegs ist, das ist, ich müsste das als Beispiel, ein anderes Beispiel bringen, wenn er das nicht möchte glauben, dass Gott versorgt und keins von seinen Kindern irgendwie vergisst. Ich habe, bevor meiner Berufung da zum Pastor im Jahr 2000, habe ich alles Geld ins Reich Gottes investiert, das ich hatte. Das letzte Geld habe ich noch in die Kirche hineingegeben. Es ist eigentlich ein bisschen unverantwortlich gewesen, eigentlich von mir. Ich habe mir keinen Plan gemacht. Ich habe einfach gedacht, irgendwann wird die Gemeinde genug stark sein in den Finanzen, dass sie mich zahlen kann. Und wenn der Tag kommt, dann habe ich einfach Gott vertraut. Und ich habe einfach gewusst, mein Bankkonto wird immer, also das Geld drauf wird immer weniger. Und ich habe mit dem Lohn, den ich am Anfang hatte, einfach meine Miete nicht zahlen, mehr nicht. Und ich habe mir keine weiteren Gedanken gemacht. Eigentlich unverantwortlich. Also die Bibel sagt auch, wenn man jemand ein Haus will bauen, also eine Familie zum Beispiel will gründen, dann soll er sich da mal über die Bücher gehen und einen Plan machen. Das habe ich einfach nicht gemacht. Ich dachte, das geht dann schon irgendwann. Und dann habe ich zum Glück den Cornelia gefunden, den die meisten von euch kennen. Eine Woche vor unserer Hochzeit habe ich das Bankkonto ganz auflösen, weil ich nichts mehr drauf hatte, weil ich dachte, mit dem restlichen Geld, ein paar tausend Franken, kaufen wir noch ein Auto. Mit dem Auto gehen wir dann in die Flitterwoche und dann kann dann Jesus kommen. Einfach nicht vorher. Und er ist ja dann nicht gekommen. Aber wir haben erst in der Ehevorbereitung haben wir gelernt, über das Geld zu reden. Und dann habe ich dann gehört oder gemerkt oder gesehen, dass meine Frau, wir sind ja beide schon ein bisschen älter gewesen, dass sie viel gespart hat, auch gearbeitet hat und das Geld auf die Seite gelegt hat, gut angelegt hat, gut investiert hat. Und das hat uns in den ersten Jahren als Ehepaar und dann auch als Familie über die Runde gebracht. Und heute dürfen wir ja ein Einkommen haben von euch, von dieser Gemeinde. Heute geben wir einfach fix mal 10% per Dauerauftrag weiter. Das ist das, was ich jedem empfehle, weil das spürt man nicht, das tut nicht so weh. Das geht einfach weg, jeden Monat. Das kommt gar nicht mir in die Finger, weil sonst hätte ich tatsächlich ein Problem. Dann müsst ihr immer überlegen, wo soll ich es jetzt hergeben, in welchen Opferstock, der da vorne oder der da hinten oder dort oder da spenden, weil ich werde bombardiert mit Spendenaufrufen. Dann gibt es spezielle Sammlungen für Auslandmitarbeiter, wo wir weiter Geld geben, oder für Projekte innerhalb oder außerhalb der Kirche, oder dann auch für Leute in der Not. Das ist sehr selten, aber letztens hat meine Frau einen Eindruck gehabt, dass sie jemandem einen bestimmten Betrag geben soll. Und ich weiß gar nicht, ob sie mich gefragt hat, sie hat einfach gewusst, der Andi wird schon einverstanden sein. Jedenfalls ist dann eine Reaktion von dieser Frau. Und sie hat das als Wunder von Gott erlebt, dass Gott grosszügig ist und an sie denkt, an sie und an ihre Familie. Und wir haben gemerkt, wir sind zum Werkzeug geworden von Gottes Grosszügigkeit, indem dass wir einfach einen Betrag weitergegeben haben an einer Frau, an einer Familie, wo meine Frau den Eindruck hatte, sie brauchen das. Und ich glaube, dass Gott uns nirgends mehr testet als im Umgang mit unseren Finanzen, mit unserem Geld. Ich habe das als kleiner Bub einfach gelernt bekommen von meinen Eltern, dass ich einen Teil von meinem Geld weitergebe, weil sie mir gesagt haben, das Geld, das du hast, das ist nur anvertrautes Gut. Das gehört dir gar nicht. Das hat Gott dir geschenkt. Und darum gib als Zeichen für das, dass du das glaubst, weiter. Und für mich ist das heute immer noch eine Herausforderung, Geld loszulassen. Aber ich glaube, wenn wir Geld heben in unseren Händen, dann kann Gott uns nicht Neues schenken. Dann sind unsere Hände voll. Gott kann uns nur beschenken, wenn unsere Hände leer sind und wir ein erwartungsvolles Herzen pflegen. Darum ist es eine Vertrauensfrage. Vertraust du mir, fragt Gott heute Morgen,
dass ich dich bestens umsorgen werde. Auch wenn du grosszügig bist, Zeit, Geld, Ressourcen, Kreativität verschenken tust. Glaubst du, dass ein Segen zurückkommt auf dein Leben? Ich habe vor der Weihnachten, also die Weihnacht hin, einen Brief bekommen. Ich habe da meine Briefe aufgemacht, Rechnung um Rechnung. Und zuunterst war es ein Kuvert, das persönlich adressiert war an mich. Und dann dachte ich, das spare ich auf Schluss. Ich habe gemerkt, das ist ein bisschen dick. Und es sind 1000 Franken rausgekommen. Von jemandem, der eine Not hatte letztes Jahr. Und ich habe beigestanden, hat mit unserer Kirche und mit der Kirche allgemein gar nicht am Hut. Und ich habe gewusst, ich werde ihm anrufen und fragen, du, für was soll ich das einsetzen, die 1000 Franken? Für was hast du das bestimmt? Weil ich bin nicht ganz klar gekommen mit seinem Schreiben, was er mit dem meint. Und dann sind mir Gedanken durch den Kopf, ja, die 1000 Franken, die könnten gut uns dienen, für eben die Exploits zu zahlen, oder? Oder für Skibillett im Februar, oder für das, oder für dieses. Und ich habe gemerkt, wie eine Kraft von diesen Noten ausgeht. Ich weiß nicht, ob das euch auch so geht. Oder passiert das euch nicht? Das sind ja nur 1000 Franken, oder? Und jemand hat noch gesagt, schön, das kannst du sicher gut brauchen, oder? Ich habe ihn angerufen und mich bedankt. Und er hat dann gesagt, er möchte, dass es einfach gut investiert wird. Und ich kann mir letztendlich selber entscheiden, wo. Und habe gewusst, das ist gut investiert, wenn ich das in die Gemeindekasse gebe. Und ab dem Moment, wo ich das dann auch gesagt habe, Cornelia, wir geben es in die Gemeinde, in die Gemeindekasse, ist eine Freude gekommen. Und das Geld hat keine Kraft mehr gehabt. Es sind keine Gedanken mehr gekommen, ja, ich könnte ja vielleicht noch 10% für mich brauchen oder irgendwie, oder einen Schnipsel abschneiden und noch, oder? Nein, ich habe mich gefreut, dass es einem guten Zweck zukommt. Ich möchte zusammenfassen, wer grosszügig ist, macht sich abhängig von Gott. Wer gibt, der spült all sein Geiz und seinen Egoismus aus seinem Herzen raus. Gott ist kein Erbsenzähler. Es geht im Letzten nicht um Prozent. Gott ist ein Herzenserkenner. Aber wer gibt, der spült seine Gier, seinen Egoismus aus seinem Herzen raus. Denn Gier ist das Übel, der Grund, die Wurzel von allem Übel. Das Zweite, wer grosszügig gibt, der macht sich zum Verwalter. Ein Eigentümer betrachtet das, was er erwirtschaftet hat, als anvertrautes Gut, das er verwalten und einsetzen. Ein Eigentümer sagt, das ist mir, das habe ich gemacht, das habe ich erwirtschaftet, das gehört mir. Ein Verwalter gibt, setzt das sinnvoll ein. Drittens, wer grosszügig gibt, ehrt Gott. Weil geben, entspricht dem Charakter, am Wesen von Gott. Und wenn wir geben, dann ehren wir Gott und werden zum verlängerten Arm von Gottes Liebe, von Gottes Güte, von Gottes Barmherzigkeit in dieser Welt. Und darum, wenn du gibst, was auch immer, geschehen Wunder im Leben von anderen Menschen. Weil du gibst und Gott offenbart sich im Leben der anderen als ein grosszügiger Gott, der sie versorgt. Wie die Frau oder wie die Mutter von diesen 2 Kindern, die von meiner Frau einen Geldbetrag bekommen hat. Wahrer Reichtum ist nicht, was ich besitze, sondern was ich weitergebe. Und jetzt sammeln wir eine richtig dicke Kollekte ein. Ich glaube es gar nicht, gell Martin, du glaubst es gar nicht. Aber es ist gut, wenn wir über Geld lernen zu reden, oder das haben wir vielleicht schon gelernt, aber wenn wir auch unverkrampft können über das Geld lachen und auch können da transparent werden und können uns austauschen darüber. Dann möchte ich euch einladen, in den Kleingruppen oder das Ehepaar euch darüber austauschen. Und wenn du dann doch noch etwas möchtest geben, dort hinten hat es ein Opfer, so eine Collector-Box an der Wand angeschraubt. Aber was wir jetzt geben, sind die Jahreslos. Die Jahreslos, Tradition, wir werden Teller durchgeben, da gibt es die Lösli drauf, also mit Lösli. Ja, also nicht glückslos oder so, sondern Bibelvers, wo du darfst nehmen, auch im Gebet darfst nehmen und darfst das in Anspruch nehmen, wo
wo Gott nachher zu dir redet durch den Bibelvers. Ich möchte diesen Vers nochmal lesen aus unserem 5. Mose. Dann wird der Herr, euer Gott, alles segnen, was ihr tut. Amen.